تفتح بالكتاب وأزهر، بالآي أشرق زاكيا وتنور، ذوق كساه الطهر يا لجماله، بمدارس تحفيظها قد أنورا، بمدارس تحفيظها قد أنورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wir haben den Namen Esma ul Husna von Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, letztens beendet. Wir haben 3 Unterrichte daraus gemacht. Das war ein sehr wichtiger Unterricht. Inshallah, schaut euch die anderen auch, die davor an. Denn eins möchte ich euch sagen, wenn ihr euren Herrn nicht kennt, dann könnt ihr niemals Allah so anbeten, wie es ihm wahrhaftig gebührt. Wenn ihr Allah nicht kennt und ihr könnt ihn nur kennenlernen durch seine Esma ul Husna, so wie er sich selbst beschreibt. Der ganze Koran ist sowieso nur herabgesandt worden, um Allah subhanahu wa ta'ala zu erklären, zu beschreiben. Es geht um Allah. Der Gesandte ist gekommen, um den Koran zu erklären, die Dienerschaft zu Allah. Wie willst du aber deinen Herrn kennen, wenn du seine Namen und Eigenschaften nicht mal kennst? Wenn du nicht mal weißt, was für einen Gott hast du? Die Mushrikun, die kommen und sagen, das ist mein Gott, der macht das, der bringt mir Glück, dieses Glückspärchen bringt mir dies, bringt mir das. Was ist euer Gott? Wer ist euer Gott? Wie beschreibt ihr euren Gott? Allah, wer ist Allah? Ihr könnt nur Allah so beschreiben, wie er sich selbst im Koran beschreibt. Aber wenn ihr anfängt, Allah nicht so kennenzulernen, wie er sich selbst beschreibt, werdet ihr Allah subhanahu wa ta'ala mit eurem Verstand, mit eurem mickrigen Kopf und Verstand versuchen, Allah zu begreifen. Und dann wird Schirk bei rumkommen, Bidat bei rumkommen, die übelsten und verrückten Meinungen bei rumkommen. Deswegen ist der Unterricht ein sehr wichtiger Unterricht. Hier geht es um Allah, um euren Gott, diesen Gott, den ihr anbetet, dieser Gott, der euch erschaffen hat, dieser Gott, zu dem wir alle zurückkehren werden. Wir werden heute inshallah den Namen von Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quddus behandeln. Wir werden inshallah nur einen Unterricht daraus machen. Ich werde versuchen, dies ausführlich zu erklären. Wer mehr darüber wissen will, kann sowieso in den Büchern nachschlagen. Al-Quddus kommt im edlen Koran 2-mal vor. Einmal in der Surah Hashr und einmal in Surah Jum'ah, wo Allah sagt, Huwallahu lazi la ilaha illahu al-Malikul Quddus. Euer Herr ist Allah, außerdem es keinen anderen Gott gibt. Er ist Al-Malik und Al-Quddus. In Surah Jum'ah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Al-Malik Al-Quddus Al-Aziz Al-Hakim. Allah lobpreisen alles, was im Himmel und auf Erden ist, denn er ist Al-Malik und Al-Quddus. Allah beschreibt das so. Was bedeutet Al-Quddus? Al-Quddus hat 2 Namen, also 2 Bedeutungen. Das eine ist sauber, Reinheit, Sauberkeit. Das zweite ist Segen. Das sind die Bedeutungen von Al-Quddus. Die Araber, die sagen zum Beispiel zu einem Eimer, mit dem man Wasser reinmacht und Sachen wäscht oder sauber macht, sagt man Qadasa. Okay? Qadasa. Man sagt zum Beispiel von einem Brunnen, indem man einen Eimer an diesem Brunnen fest und vom Brunnen Wasser rausholt, nennt man Quddus. Weil man mit diesem Eimer Wasser holt und mit diesem Eimer reinigt man, macht man etwas sauber. Das stammt von dem Wort Qadasa, Quds, dieses Wort. Man sagt aber auch, ihr kennt es zum Beispiel Beit al-Maqdis, oder man sagt zum Beispiel Ardul Muqaddas, oder man sagt Quds al-Sharif, Masjid al-Aqsa. Man sagt dies alles dazu. Dies bedeutet Reinheit und Segen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im edlen Koran, durch Musa sagt zu seinem Volk, Ya qawmi dkhulul ard al-muqaddas allati kataba Allahu lakum. O mein Volk, tretet in das reine, in das gesegnete Land hinein, was Allah für euch vorgeschrieben hat. Oder in der Surah Isra im 1. Vers, kennt ihr auch den Vers, wo Allah sagt, erhaben ist Allah, der sein Diener hat reisen lassen in einer Nacht von Masjid Haram zu Masjid Aqsa, und diese Gegend hat Barakna linuriyahu min ayatina. Dies hat Allah gesegnet, um ihn seine Zeichen zu zeigen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Oder zu Lut sagt Allah, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Und wir haben zu Lut und den Leuten mit ihm gesagt, geht in das Land, was gesegnet ist, was Allah gesegnet hat. Kommt immer wieder vor. Allah subhanahu wa ta'ala kann bestimmte Orte reinigen und danach entsteht Segen.
Was bedeutet aber Al-Quddus, wenn wir das für Allah subhanahu wa ta'ala benutzen? Al-Quddus, wenn wir das für Allah benutzen, die Bedeutung islamisch, ist Allah ist rein. Allah ist der absolut Reine. Er ist rein von jeglichen Mängeln, von jeglicher Schwäche, von jeglicher Machtlosigkeit, von jeglichen Hindernissen. Allah ist rein. Er ist heilig. Er ist rein von all diesen Mängeln, die man Allah überhaupt zuschreiben kann. Denn Allah ist makellos. Allah ist rein und hat nicht einen einzigen Mangel. Das bedeutet Al-Quddus, wenn wir für Allah benutzen. Und Segen, Barakat ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache reinigt, dann entsteht Segen. Denn eine Voraussetzung für Barakat ist, dass diese Sache gereinigt sein muss. Und wenn Allah mit seinem Namen Al-Quddus eine Sache reinigt, dann entsteht da Segen. Dies kann zum Beispiel sein, euer Besitz. Wenn Allah sich euer Besitz reinigt, dann entsteht Segen durch euren Besitz. Wenn Allah eure Kinder reinigt, dann werdet ihr Segen durch eure Kinder erhalten. Wenn Allah das Ilm, euren Verstand reinigt, dann werdet ihr davon Barakat, Segen erhalten. Daher ist das so, wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen liebt, dann liebt Allah ihn ohne Mängel. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen oder jemanden gnädig ist, barmherzig ist, dann ist seine Barmherzigkeit ohne jegliche Mängel. Denn Allah ist frei von allen und jeglichen Mängeln. In allen seinen Ausführungen, die er tut. Das Wort Al-Quddus, wenn wir das als ein Slogan oder als ein Wort zusammenfassen, ist das Subhanallah. Wenn wir zum Beispiel sagen Subhanallah, Tasbih und Taqdis, dann sagen wir sprechen Allah frei von jeglicher Art von Mängel. Allah erwähnt zum Beispiel immer wieder im Koran, wenn er die Behauptung der Mushrikun aufzählt, wo sie ihm Schirk beigesellen, wo sie Allah etwas beigesellen, Schirk begehen, dann sagt Allah am Ende des Verses häufig Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Erhaben ist, gepriesen ist Allah, frei von diesen Mängeln, frei von dem, was sie Allah zuschreiben, frei ist Allah von dem, worüber sie ihm Schirk begehen. Warum ist gepriesen Allah? Warum sagen wir Subhanallah? Gepriesen ist Allah, weil er rein ist, weil er keine Mängel hat, deswegen sagen wir Subhanallah. Das sind auch Standardworte, die wir tagtäglich benutzen, wie Alhamdulillah. Das haben wir im letzten Unterricht erklärt, Alhamdulillah, was Alhamdulillah bedeutet. Und Subhanallah bedeutet, Allah ist frei von allen jeglichen Mängeln. Deswegen gepriesen ist dieser Allah. Gepriesen ist Allah, der gar keine Mängel aufweist. Das ist die Bedeutung von Al-Quddus. Dass Allah subhanahu wa ta'ala rein ist, frei von jeglichen Mängeln und er ist derjenige, der eine Sache segnet. Guck mal, eins der größten Probleme oder der Unterschied zwischen uns und den Mushrikun ist, das ist seit der Menschheitsgeschichte so gewesen, eins der Hauptunterschiede zwischen einem Muslim und einem Muschrik ist, dass der Muschrik Allah subhanahu wa ta'ala Mängel zuschreibt, aber der Gläubige immer wieder diese Mujadala gibt, um Allah Al-Quddus frei von diesen Mängeln zu sprechen. Guck mal, ihr werdet sehen, alle Mushrikun, die meisten der Mushrikun, und das ist eine Gemeinsamkeit, die sie haben, schreiben Allah subhanahu wa ta'ala Kinder zu. Wir Muslime, wir sagen zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Hayy und Qayyum. Allah ist derjenige, der lebendig werden lässt und er ist derjenige, der aus dem Nichts das entstehen lässt. Er braucht dabei keinen Helfer, nichts und niemanden. Er macht das alleine. Er braucht dabei nichts und niemanden. Jetzt kommen aber diese, die nicht diesen Verständnis haben, die nicht diese Aqida haben, die nicht ihren Herrn kennen und sagen, naja, man muss ja irgendwie, Allah subhanahu wa ta'ala muss ja irgendwie seine Angelegenheiten klären. Genau wie jemand, ein Chef von einer Firma, seine Angelegenheiten nicht alleine klärt, sondern durch seine Mitarbeiter das klärt, hat Allah einen Stellvertreter herabgesandt, der seine Sachen auf dieser Dunya erledigt. Wenn ein Muschrik das zu uns sagt, sagen wir Subhanallah, gepriesen ist Allah, frei von dem ist Allah und ihr seid von den Mushrikun. Und sie kommen und sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Diese Kinder sind die Stellvertreter, sie erledigen die Aufgaben Gott. Stellvertreter Gottes auf Erden. Deswegen sind die Juden gekommen und haben gesagt, Uzair ist der Sohn Allahs. Deswegen sind die Christen gekommen und haben gesagt, Jesus ist der Sohn Allahs. Deswegen sind die Mushrikun gekommen und haben gesagt, in Mekka die Mushrikun, die Engel sind die Töchter Allahs. Sie haben Allah einen Mangel zugeschrieben. Sie haben Allah einen Mangel zugeschrieben. Und guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala im edlen Koran darauf antwortet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Maryam, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Sie haben den Ar-Rahman Kinder zugeschrieben. Sie haben gesagt, Ar-Rahman hat sich ein Kind genommen. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Wie ungeheuerlich, wie schlimm,
wie brutal, wie abartig ist das, was sie gegenüber Allah gesagt haben. Und das, was sie gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gesagt haben, diese Behauptung, Allah hat sich Kinder genommen, ist eine so gewaltige Sache. Ihr wisst, die Himmel und die Erde preisen Allah. Sie machen Tasbih zu Allah, subhanallah. Die machen Tasbih. Alles, was im Himmel und auf Erden ist und dazwischen, macht Tasbih zu Allah. Als die Mushrikun diese Aussage gegenüber Allah getätigt haben, ist das dem Himmel und die Erde so schwer gefallen und beinahe wären diese explodiert, weil sie Tasbih zu Allah machen. Und sie haben so eine gewaltige Behauptung aufgestellt. Allah sagt weiter mit Luqman: Takadu samawatu yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibala hadda. Die Himmel wären beinahe auseinandergebrochen. Die Erde wäre in zwei gespalten worden und die Berge werden in Trümmer gefallen. Wegen dieser Aussage. Weil sie gesagt haben, Ar-Rahman hat sich ein Kind genommen. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Aber Ar-Rahman gebührt es doch nicht, sich ein Kind zu nehmen. Allah gebührt es doch nicht, dass er sich ein Kind genommen hat. Weil ihm gehören die ganzen vollkommenen Eigenschaften. Warum soll er sich ein Kind nehmen? Er hat nicht Bedürfnisse wie ihr, dass ihr ein Kind lieben müsst, dass ihr ein Kind eure Liebe geben müsst, ihn schützen müsst. Das alles hat doch Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Wie gewaltig ist das, was sie Ar-Rahman zuschreiben. Das ist zum Beispiel eins der Punkte, die Mushrikun und uns immer wieder trennen. Sie schreiben Allah einen Mangel zu, sie sagen, Allah hat sich etwas genommen, ein Kind, und wir sagen, nein, das stimmt nicht, Allah hat sich kein Kind genommen, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Hayy und Qayyum, hat die Macht, alles eigenständig zu entstehen lassen. Ein weiterer Punkt, was uns und die Mushrikun extrem unterscheidet, ist, wir nehmen Allah als unseren Ilah, als Gott, die Mushrikun nehmen andere Götter zu ihren Ilah. Ihr wisst, die Mushrikun in Mekka haben zum Beispiel Lat, Manat, Uzza, diese Statuen angebetet. Warum haben sie das gemacht? Sie haben gesagt, diese bringen uns Allah näher. Allah ist zu weit. Allah kann uns doch nicht hören. Allah kann doch nicht eingreifen. Allah ist zu weit weg von diesen ganzen Geschehen auf dieser Dunya. Deswegen brauchen wir Vermittler, also jemand, der uns ihn näher bringt. Und deswegen haben sie ohne ein Delil Statuen genommen, aus Essen oder aus Stein, aus Holz haben sie irgendwas gemacht und haben gesagt, diese bringen uns Allah näher. Was sagen wir? Nein. Allah ist der Ilah im Himmel und auf Erden. Er ist der Gott. Und er ist mit euch, egal wo ihr seid. Und er ist euch näher als eure Halsschlagader. Und wenn ihr ihn ruft, so hört euch. Und es gibt nicht einen Ort, nirgendwo, wo ihr euch vor Allah subhanahu wa ta'ala verstecken könnt. Sagen wir und sagen, subhanallah, Allah ist frei von dem Mangel, den ihr ihm zuschreibt. Ein weiterer Punkt ist, wir akzeptieren Allah als unseren Rabb. Die Mushrikun akzeptieren Allah nicht als ihren Rabb. Sie sagen, naja, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Natur erschaffen, er macht seine Gesetze, aber in dieser Erde soll Allah nicht mitbestimmen, soll Allah nicht Gesetze erlassen. Er weiß ja nicht genau, was für uns richtig, was falsch ist. Wir wissen das ja besser, weil wir leben in einer Gesellschaft, die ändert sich tagtäglich. Deswegen ist es besser, wenn wir die Gesetze machen und nicht Allah. Dies ist, weil sie Allah einen Mangel zugeschrieben haben. Sie haben Allah eine Schwäche zugeschrieben. Was sagen wir? Nein, sagen wir. Das stimmt nicht. Und dann kommt in Surah Tauba, der 31. Vers, ein sehr bekannter Vers, der haben Furqan in seinem Tawhid-Kurs oftmals erklärt, wir haben den häufig erklärt, wo es heißt, أَتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Die Leute haben sich ihre Mönchen, ihre Schriftgelehrten und Jesus, Sohn der Maria, zum Gott genommen, zu ihrem Rabb, zum Rabb genommen. Warum? Aber ihm wurde befohlen, nur einen einzigen Gott anzubeten. Subhanallah, gepriesen ist Allah, fern ist Allah von dem, diese Mangel, die sie Allah zuschreiben und das, womit sie Schirk begehen. Ihr wisst diese Geschichte, Adi ibn Hatim kommt zum Gesandten Allah, sagt, oh Gesandter Allah, wir haben nicht unsere Mönche und Rabbiner angebetet. Und der Gesandte Allah sagt, haben sie nicht Dinge, die haram waren, zu halal und halal zu haram erklärt? Yani, haram und halal bedeutet verbotene Dinge für nicht erlaubt und nicht erlaubte Dinge für erlaubt erklärt. Das ist damit gemeint. Ja, haben die, das war eure Ibadah zu ihnen, sagt er. Das ist die Ibadah, die Mushrikun heute, die sich an demokratischen Wahlen beteiligen, die irgendeinen Demokraten wählen oder ins Parlament gehen. Das sind Leute, die haben Allah einen Mangel zugeschrieben. Sie akzeptieren andere Gesetze als die von Allah, egal aus welchem Grund. Die Zeit ist abgelaufen, das Leben hat sich geändert oder es ist noch nicht die Zeit dafür. Wie, es ist nicht die Zeit dafür? Habt ihr Allah eine Schwäche zugeschrieben? Weiß Allah nicht seine Zeit einzuschreiben? Also kann Allah nicht zu bestimmten Zeiten, wusste er nicht, dass diese Zeit kommt und hat seine Gesetze nicht für diese Zeit herabgesandt? Nein, so ist das nicht. Deswegen sagen wir, Allah ist fern von dem, was sie ihm zur Seite stellen. Ein anderes Beispiel, der Unterschied zwischen uns und den Mushrikun ist, wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Himmel und die Erde nicht zu einem Spaß erschaffen. Wir sagen, in Surah Zariyat sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wir haben die Menschen und die Dämonen erschaffen, nur damit sie
mich anbeten sollen. Das ist der Grund, warum Allah uns erschaffen hat. Aber was sagen die Mushrikun? Die sagen was anderes. Sie sagen, sie sagen, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthin. Sie sagen, diese Dunya, in der wir leben, das diesseitige Leben, ist das einzige Leben und wir werden nicht nochmal auferweckt werden. Sie haben Allah einen Mangel zugeschrieben. Sie haben gesagt, das ist diese Welt, wir werden nicht auferweckt werden. Und Allah sagt, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Glaubt ihr denn, wir haben euch zu einem Spiel erschaffen und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ. Hoch erhaben ist Allah, der Al-Malik, der wahre Herrscher ist. Allah sagt, glaubt, das ist alles ein Spaß, was wir hier alles erschaffen haben. Es ist voller Ernst hier. Das ist keine Welt, die Spaß ist, wo du jetzt lachen oder scherzen sollst. Die Welt des Spielen ist im Jenseits, wenn du im Paradies bist. Diese Welt ist nicht zum Spielen. Hier geht es um ernste Sachen. Jede Minute ist ernst. Allah sagt, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Wir haben die Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, doch nicht zu einem Spiel erschaffen, sagt Allah. Das Ganze haben wir doch nicht zu einem Spiel erschaffen. Dann sagt Allah, لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Hätten wir uns einen Zeitvertreib schaffen wollen, hätten wir uns einen Zeitvertreib, wo wir unsere Zeit vertreiben können, schaffen wollen, so hätten wir dies von uns aus vorgenommen. Denn wenn wir das überhaupt hätten tun wollen, sagt Allah. Was glaubt ihr? Das alles ist ein Spaß. Die Mushrikun sagen, das ist das einmalige Leben, lebt euer Leben. Wir sagen, nein, das stimmt nicht. Ihr kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Die Rückkehr ist zu Allah. Sie sagen, die Rückkehr ist nicht zu Allah. Sie schreiben wieder Allah einen Mangel zu, wo wir Muslime sagen, subhanallah, gepriesen ist Allah, der frei von jeglichen Mängeln ist. Zu ihm ist die Rückkehr. Guck mal, man kann das weiterführen mit diesen Beispielen. Ich mache hier einen Cut. Das sind die öffentlichen Mängel, die man gegenüber Allah aufstellen kann. Ein Mangel, eine Schwäche Allah zuschreiben. Das ist öffentlich, das sieht man, das weiß man. Das ist ganz klar. Und da gibt es auch die Antwort im edlen Koran dagegen. Jetzt kann man Allah subhanahu wa ta'ala öffentlich Mangel zuschreiben oder Schwäche zuschreiben oder man macht es verborgen. Zum Beispiel, wenn ein Christ kommt und sagt, Allah hat sich einen Sohn genommen, dann wissen wir, okay, der sagt das gerade, wir wissen die Verse, wir würden ihm die Verse sagen, die Hujja geben, ihnen den Islam erklären, Da'wah machen. Wir wissen, wo wir dran sind. Aber was ist, wenn jemand in seinem Herzen Su'izan über Allah subhanahu wa ta'ala macht? Schlechte Erwartungen über Allah hat, schlechte Gedanken über Allah subhanahu wa ta'ala hat, Su'izan gegenüber Allah pflegt. Das ist das gewaltige Problem, was auch uns Muslime betrifft. Denn nicht der draußen sieht das und derjenige selbst, der Su'izan macht, der sieht das selber nicht. Ich möchte euch mal ein Beispiel geben. In der Schlacht von Uhud. Ihr wisst, es gibt immer wieder allgemein der Dschihad oder Schlachten, die die Muslime führen. Allah gibt den Gläubigen immer wieder Versprechen im edlen Koran. Ihr seht immer wieder, Allah sagt, wir wollen euch die Oberhand geben, in Surah Qasas. Und wir wollen euch, Allah ist euer Wali, Allah ist mit euch, Allah ist der Freund der Gläubigen, Allah ist der Beschützer. Allah gibt immer wieder Versprechen. Allah sagt zum Beispiel, وَمَا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Und es war für uns eine Verpflichtung, den Gläubigen zu helfen, zu unterstützen. Allah sagt ja nicht, wir haben uns ja nicht. Allah sagt ja nicht, ich habe es mir selbst auferlegt, weil mein Wille das ist, den Gläubigen zu helfen. Ich habe es mir zur Pflicht gemacht, den Gläubigen zu helfen. Das ist Allahs Versprechen gegenüber den Gläubigen. Jetzt eine Frage, wann ist das Versprechen eines Menschen mangelhaft oder ungültig? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand kommt, einmal sagt mir ein Versprechen, wann könnte ich sagen, dieses Versprechen ist ungültig, ist mangelhaft? Es gibt 3 Gründe. Entweder er lügt, ich sage, der lügt, das stimmt gar nicht. Oder er übertreibt, das ist völlig übertrieben. Oder ich sage, er hat gar nicht die Kraft dafür. Er hat gar nicht die Kraft dafür. Diese 3 Sachen. Jetzt kommt Allah subhanahu wa ta'ala und gibt uns immer wieder diese Versprechen. Entweder schreiben wir Allah einen Mangel zu eins von diesen Punkten, oder wir sagen, nein, was Allah sagt, ist auch das Wahre und Haq, das wird passieren. Die Schlacht von Uhud, ihr kennt die alle, wenn ihr die Geschichte nicht kennt, lest die Schlacht von Uhud, die ist sehr wichtig. Die Schlacht von Uhud fängt an und die Muslime gehen raus. Und es beginnt die Schlacht, die Muslime haben die Oberhand. Es läuft alles gut. Wenn alles gut läuft, gibt es auch keine Probleme. Dann hat keiner Su'izan, schlechte Gedanken oder schlechte Erwartungen von Allah. Dann denkt jeder gut von Allah. Dann aber hat sich das Blatt gewendet. Jemand hat gerufen, Mohammed ist gestorben, denn der Gesandte ist gestorben. Dann haben die Bogenschießer Isyan gegenüber den Gesandten gemacht, sind vom Hügel runter. Und dann sind die Mushrikun zurückgekommen, haben die Muslime attackiert. Okay? Das ist die Sache. Die Schlacht von Uhud wurde verloren für die Muslime.
Guck mal, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى الطَّائِفَةَ مِنكُم. Als dann sandte er auf euch nach diesem Kummer, nach dieser Angst, die ihr hattet, Sicherheit in eine Art von Schläfrigkeit und Müdigkeit überkam eine Gruppe von euch. Yani Allah sandte auf eine Gruppe von euch, nachdem das passiert ist, eine Saqinet in eine Form von Müdigkeit auf diese Leute und sie wurden ganz ruhig. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقَّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. Aber eine andere Gruppe von euch, sagt Allah, sie waren sorglos mit sich beschäftigt. Sie haben nur an sich gedacht. An ihr Leben haben sie gedacht. Sie haben nur sich als gerade Sorge gesehen und haben versucht, sich zu retten. Und sie haben angefangen, ungerecht, Su'izan, schlechte Gedanken über Allah zu pflegen, genau wie die Jahili es tuten. Und sie haben angefangen, Su'izan, schlechte Gedanken gegenüber Allah zu pflegen. Was haben sie gesagt? Sie haben gesagt, wären wir doch in Medina geblieben, da wäre das nicht passiert. Wären wir in unserer Heimat geblieben, da wäre das alles nicht, dann müssten wir hier nicht sterben. Hätte er doch auf uns gehört, dann wären wir heute nicht in diesem Zustand gewesen. Sie haben diese ganzen Versprechen Allahs auf einmal, war für sie nicht mehr da. Sie haben Su'izan, schlechte Gedanken über Allah gehabt. Warum? Sie haben Allah eine Schwäche zugeschrieben. Das ist das Problem. Sie haben gesagt, Allah hat sein Wort nicht mehr erfüllen können. Allah hat sein Wort nicht erfüllt oder er konnte es nicht mehr erfüllen. Und deswegen haben sie schlechte Erwartungen über Allah subhanahu wa ta'ala gehabt. Und das ist ein Grund, warum der Krieg von Uhud mit verloren wurde. Das Su'izan gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Euer Rabb will, dass ihr ein Yaqin, ein Aqidah habt. Ihr wisst selbst, in der Aqidah gibt es eine Bedingung vom Tawhid, die ist Yaqin. Eine gewissenhafte, ohne jeglichen Zweifel, ein Glauben an Allah, sodass du ins Feuer springst, ohne nach hinten zu gucken. Das erwartet von Allah von uns. Wenn er im Koran uns Versprechen gibt, dass wir nicht an seine Versprechen zweifeln oder ihm Mängel zuschreiben. Jemand aber, der Allah subhanahu wa ta'ala freispricht von jeglichen Mängeln und weiß, dass Allah all seine Worte hält, die er gibt, so einer macht nur Husnuzan gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Denn, wallahi, jemand, der seinen Herrn kennt, der wird nicht in einer einzigen Sache Su'izan jemals gegenüber Allah führen. Und sollten Prüfungen auf ihn kommen, sollte ihn, egal was passieren, wird er niemals Su'izan machen. Husnuzan und Su'izan, Husnuzan ist das gute Erwarten, das gute Denken über Allah. Su'izan ist das schlechte Denken oder das schlechte Erwarten von Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal, der Gesandte Allahs, a.s.w. sagt in einem Hadith, jemand, der Allah um Reue bittet, mit gute Gedanken zu Allah, mit einem Husnuzan, wenn er Husnuzan hat gegenüber Allah und macht so eine Tauba, dessen Tauba wird Allah subhanahu wa ta'ala annehmen. Der Gesandte Allahs befiehlt uns, das ist ein Muslim-Hadith, über Allah Husnuzan zu machen. In einem anderen Hadith sagt der Gesandte Allahs, a.s.w., so wie ihr von Allah denkt, so werdet ihr Allah vor euch treffen, wenn ihr stirbt. Yani wenn ihr Su'izan über Allah subhanahu wa ta'ala macht, werdet ihr Allah so vor euch finden. Wenn ihr Husnuzan macht, dann werdet ihr so Allah vor euch finden. Der Gesandte Allahs sagt, Husnuzan gegenüber Allah zu machen, ist eine Ibadat. Ist eine Ibadat. Der Gesandte Allah sagt wieder in einem anderen Hadith, derjenige, der eine Dua macht, indem er gegenüber Allah Husnuzan macht, das Gute denkt von Allah, Gutes erwartet von Allah, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala dieses Dua ohne Zweifel erfüllen. Was aber mit Menschen, die nicht Husnuzan gegenüber Allah machen, die Su'izan machen? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَزَنَنْتُمْ زَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا. Und ihr hegtet die bösen Erwartungen. Ihr habt schlechte Erwartungen von Allah subhanahu wa ta'ala gehabt und deswegen wart ihr ein Volk, dessen Niedergang vorbestimmt war. In einem anderen Ayat, in der Surah Fussilat, im 23. Vers, sagt Allah, وَذَلِكُمْ زَنُّكُمُ الَّذِي زَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und diese eure Meinung, die ihr von eurem Herrn hattet, hat euch ins Verderben gestürzt, sodass ihr jetzt zu den Verlierern gehört, sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran. Yani, euer Su'izan gegenüber Allah ist der Grund, warum viele Sachen in eurem Leben nicht funktionieren oder warum ihr sogar in den Verderben fällt, sagt Allah. Das ist der Grund, warum ihr ins Verderben geht. Jetzt in dem Zadul Me'at von Ibn Qayyim erklärt er diese Schlacht von Uhud und da gibt es ein Kapitel zum Schluss, das ist im 3. Band, da sagt er, was sind die Weisheiten und die Lektionen, die man aus dem Krieg von Uhud lernen kann. Er zählt auf über Husnuzan und Su'izan und sagt, was ist eigentlich Su'izan gegenüber Allah zu führen? Und er zählt da mehrere Beispiele auf. Ich habe jetzt einige mal rausgenommen und ich möchte euch aufzählen, was überhaupt Su'izan gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist. Er sagt, wenn jemand nicht
an Allahs Versprechen wahrhaftig glaubt, yani wenn jemand nicht yaqinan an die Versprechen, die Allah subhanahu wa ta'ala gibt, glaubt, der hat Allah einen Mangel zugeschrieben. Der hat Allah einen Mangel zugeschrieben. Yani, wenn wir uns alle fragen, ist Allah al-Quddus, ist Allah der Makellose, der absolut Reine, der frei von jeglichen Mängeln ist, würden wir alle sagen, Allah ist al-Quddus. Aber wenn wir uns wirklich mal fragen, glauben wir wirklich, dass Allah subhanahu wa ta'ala wirklich frei von Mängeln ist und seine Versprechen wahr werden, dass Allah uns die Oberhand geben will, dass Allah uns zum Sieg verhelfen will, dass Allah unser Beschützer ist, Allah unser Helfer ist. Obwohl gegenüber von uns Kampfjets sind, obwohl gegenüber von uns Kriegsflotten sind, obwohl die Kuffar und die Feinde des Islam Panzer haben, obwohl die Feinde des Islam Armeen haben, obwohl die Feinde des Islam Drohnen haben, obwohl die Feinde des Islam Satelliten haben, obwohl all diese Sachen herrschen, haben wir Muslime, sagen wir trotzdem, Allah, seine Versprechen werden wahr werden. Aber Yaqinen, ohne jeglichen Zweifel, ohne zu sagen, das bringt nichts, das macht alles keinen Sinn, das wird niemals was werden. Sagen wir oder sagen wir, nein, Allah hat uns das Versprechen gegeben und Wallahi, dieses Versprechen wird wahr werden. Wie denken wir gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Guck mal, wenn wir Dawa machen, wenn wir uns abmühen auf Allah seinen Weg oder egal was machen, uns anstrengen, dann sagen wir auch, wenn es manchmal nicht hinhaut, wenn wir irgendwo stecken bleiben, Inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama. Nichts auf Himmel und auf Erden kann Allah hilflos lassen. Oder Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Nichts in Himmel und auf Erden kann vor Allah verborgen bleiben. Yani können wir das sagen, wenn wir unsere Angelegenheit, unsere Dawa-Sachen machen und so an Allah seine Versprechen festhalten und sagen, egal was passiert, nichts ist Allah verborgen und Allah kann nichts hindern, das auszuführen, was er will. Es gibt kein Hindernis. Allah hat kein Gegenteil. Laysa kamithlihi shay'un. Nichts ist ihm gleich. Keiner kann ein Hindernis stellen, wenn Allah sein Versprechen wahr machen will. Nichts und niemand kann das machen. Guck mal, ich gebe euch da ein Beispiel. Musa a.s. seine Mutter. Musa, seine Mutter, Allah berichtet uns im edlen Koran, وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ. Und wir haben Musas Mutter eingegeben, in die Wahi gemacht, stille ihn. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ. Wenn du aber fürchtest, so leg ihn ins Wasser und fürchte ihn und fürchte das nicht und sei auch nicht betrübt, sei auch nicht traurig darüber. Warum? Inna radduhu ilayki wa ja'aluhu min al-mursalin. Weil wir werden ihn zurück zu dir bringen und werden von den Propheten machen, von den Mursalin, von den Gesandten werden lassen. Jetzt guck mal, ich frage euch für Allah. Ihr steht an einem Meer, Allah gibt dieses Wahi und ihr legt einfach ein Kind ins Wasser, in einem Meer, in einen Fluss, der gigantisch ist. Und dabei nicht einen einzigen Zweifel daran haben, weil Allah ein Versprechen gegeben hat. Musa, seine Mutter, hat das gemacht. Sie hat ohne einen Zweifel an Allah, hat sie gesagt, mein Herr hat mir das versprochen, ich lege meinen Sohn da rein und er wird wieder zu mir zurückkehren. Sie wusste, der Besitzer des Wassers ist Allah, der Besitzer der Wellen ist Allah, der Besitzer der Tiere, die Fleisch hätten ihn aufessen können, ist Allah. Sie hat Allah so vertraut. Und was ist passiert? Allah hat tatsächlich Musa wieder zu seiner Mutter zurückgeführt. Yani, sie hat Allah subhanahu wa ta'ala so yaqinan husnu zan gemacht und Allah hat sein Versprechen eingehalten. Egal wie schwer es ist, weil es gibt kein Hindernis. Guck mal, heutzutage, viele Brüder haben jetzt Kinder oder Geschwister haben jetzt Kinder bekommen und es gibt auch, was wir immer häufiger gesehen haben, manche Leute erziehen oder versuchen ihre Kinder islamisch zu erziehen, manche versuchen ihn für Ilim vorzubereiten, der andere für Dawa, der andere will, dass er irgendwann später in die Moschee kommt, der andere will, dass sein Sohn ein Tijaret-Mann wird. Aber wenn man so immer wieder schaut, dann geht das nie auf, was die Eltern immer wieder wollten. Oftmals die Muslime, also die eine islamische Erziehung in die Kinder geben, es geht oftmals nicht auf. Oder oftmals kommt wieder, dass das Kind nicht so ist, wie die Eltern das Kind erzogen haben. Was ist das Problem? Warum ist das aber so? Das ist, weil wir nicht wahrhaftig an Allah seine Versprechen glauben. Weil wenn wir doch sagen, Allah ist der Freund, Allah ist der Beschützer der Gläubigen, ich erziehe mein Kind für den Islam, ich gebe meine Verpflichtung, ich mache Dua, mache das, was in meiner Kraft liegt, den Rest überlasse ich Allah. Weil ich mache höchste Sang über Allah. Ich erwarte Gutes von meinem Herrn. Mein Herr wird mir Gutes geben. Und vertraust auf Allah. Dann wird Allah dir, inshallah,
ein aufrichtiges Kind geben, so wie du es willst. Leider ist das oftmals so, dass die Menschen, die ihre Kinder erziehen, nicht yaqinen oder mit Husn Zan dies tun. Sie machen Suizan gegenüber Allah. Sie erziehen ihr Kind islamisch, aber sagen immer noch, ja, aber was ist, wenn das passiert? Aber er könnte sich da beeinflussen lassen, aber dann passiert das, es wird schwer, dann muss er noch hier hingehen und dann zur Schule, dann wird er hier älter, dann die Ausbildung, das wird alles so schwer. Er zweifelt, er schreibt Allah diesen Mangel zu. Dieses Yaqin, dieser Glaube, diese Husn Zan zu Allah fehlt. Und es fängt an, leicht im Kopf. Deswegen haben wir gesagt, Suizan ist verborgen und das bekommt man selbst nicht mit. Dieses indirekt, keiner würde sagen, ich schreibe Allah einen Mangel zu oder Allah hat nicht die Kraft dazu. Keiner würde das doch sagen. Aber in unseren Worten, unseren Taten ist das manchmal zu widerspiegeln. Wenn du dein Kind erziehst und hast dabei Suizan gegenüber Allah, zweifelst trotzdem, wo Allah doch oftmals dir Versprechen gibt. In Surah Kahf, wo wir sagen, die Eltern waren Salihin und deswegen hat Allah die Kinder beschützt. All diese Sachen sind uns doch bekannt im Koran. Aber wisst ihr was, Problem? Dies geschieht, weil wir unseren Herrn nicht kennen. Dies geschieht, weil wir den Koran nicht kennen. Deswegen, es gibt heutzutage, der Bruder Furkan macht Koranprojekte, um den Koran zu erklären. Wir sitzen hier, wir versuchen erstmal um euren Herrn uns zu erklären. Aber die Menschen, denen interessiert das nicht. Sie wenden sich ab. Deswegen kennen sie Allah nicht. Deswegen machen sie Suizan gegenüber Allah. Sie haben schlechte Erwartungen von Allah. Sie schreiben Allah Mängel zu. Muslime unbewusst und dann sagen sie, warum gibt es keinen Segen? Dann segnet Allah auch dein Kind nicht. Denn wir haben gesagt, erst wird dein Kind aufrichtig oder gesegnet, wenn Allah es reinigt. Aber wenn du doch Zweifel an Allahs Reinigung hast, an Al-Quddus hast, dann wird Allah dein Kind nicht reinigen. Guck mal, ein Mann kommt zu Imam Zahabi und sagt zu Imam Zahabi, also Imam Zahabi sitzt da und ein Mann kommt und fragt jemanden, was ist die mysteriöseste, die seltsamste Dinge, die du in deinem Leben gesehen hast? Er sagt, ich war bei Umar ibn Abdul Aziz, das ist der Kalif oder der Kalif vom Emevitischen Reich, ich war bei Umar ibn Abdul Aziz. Er lag im Sterbebett. Und da kamen Leute zu ihm, ich war auch da, und sie sagten, O Umar ibn Abdul Aziz, das ganze Buch, du hast so viel an Besitz, an Reichtum, aber deine Kinder, denen gibst du nichts. Du hinterlässt nichts für deine Kinder. Daraufhin sagt Umar ibn Abdul Aziz, ruft meine Kinder zu mir. Und seine Kinder waren noch klein. Und er sieht seine Kinder und fängt an zu weinen. Er wird sterben, seine Kinder sind klein. Daraufhin sagt er, oh meine Kinder, Wallahi, entweder ihr werdet von den Salihin werden oder ihr werdet von denjenigen sein, die auf der Erde Unheil stiften. Wenn ihr aber von den Salihin werdet, von den Aufrichtigen, die Allah anbeten, dann wisset, Allah ist وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ. Er ist der Freund der Rechtschaffenen. Allah ist der Freund der Rechtschaffenen. Aber wenn ihr, weil es gibt nur einen, wir auch, entweder werden wir von den Salihin oder wir werden von denjenigen, die Unheil stiften auf der Erde. Und Umar ibn Abdul Aziz sagt, entweder werdet ihr von den Salihin, dann habe ich keine Angst, weil Allah wird euer Freund sein. Allah wird sich um euch sorgen. Gar kein Problem, ich fürchte das nicht. Deswegen seid von den Salihin, ich vertraue euch Allah an. Aber solltet ihr Unheil stiften auf der Erde, so werde ich ganz bestimmt nicht der Grund sein, das Mal der Umma euch zu geben, damit ihr mit diesem Ungerechtigkeit stiftet. Er sagt, Umar ibn Abdul Aziz ist gestorben, dann kam ein anderer Mann, ein anderer Kalif, der hat seine Kinder 600.000 Dirham hinterlassen. Das sind vielleicht 600 Millionen Euro, könnte man sagen. So eine brutale Summe von Geld hat der Kalif seine Kinder hinterlassen. Und der Mann sagt, Wallahi, ich habe, nachdem auch der Kalif gestorben ist, dass die Kinder das bekommen haben, ich habe die Kinder von Umar ibn Abdul Aziz gesehen, sie waren in diesem Gebiet die wohlhabendsten Menschen. Und ich habe die Kinder von dem anderen Kalif gesehen, wo der 600.000 Dirham hinterlassen hat. Wallahi, sie waren so arm, dass sie an die Tür geklopft haben und gebettelt haben. Yani, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dich reinigt, dein Mal reinigt, dann entsteht Segen. Aber da, wo kein Segen ist, was willst du machen? Das verschwindet alles. Und heutzutage, ich will das auch noch mal kurz erwähnen, heutzutage gibt es auch Menschen, die denken das auch. Sie sagen zum Beispiel, wir kennen auch diese Leute, ich muss arbeiten, ich muss für meine Kinder was hinterlassen. Unsere Eltern haben uns nichts hinterlassen, dafür müssen wir unsere Kinder was hinterlassen. Wir müssen 5 Häuser kaufen, wir müssen 3 Läden aufmachen, wir müssen Autos fahren und die Kinder wissen nicht mal, was das Gebet ist. Die sind 8 Jahre und wissen nicht, wer Mohammed ist, sallallahu alaihi wasallam. Sie wissen nicht, wer Allah ist. Sie sagen, ich mag Allah nicht. Das sind die Kinder von denen und sagen, ich will meine Kinder was hinterlassen. Sie glauben, wenn sie ihre Kinder nichts hinterlassen, dass diese Kinder untergehen. Als das Kind in des Mutterbauch war, wo niemand hat das Kind erreichen können, wo keine Hand hat das Kind Rizq geben können, war Allah subhanahu wa ta'ala es, der das Kind Rizq gegeben hat. Wer bist du? Wer bist du, dass du sagst, wenn ich weg bin, werden meine Kinder verhungern, werden meine Kinder in den Abgrund landen? Wer bist du?
Du bist nicht ein besserer Versorger wie Allah. Vertraue doch auf Allah. Das Wichtigste ist, du musst dein Kind als Salih erziehen. Und wenn er zu einem Salih wird, dann vertraue bei dem Rest auf Allah. Denn Allah, yatawalla salihin, er ist der Freund der Gläubigen. Guck mal, dasselbe Beispiel sehen wir auch bei Musa. Musa, von so einer Mutter, von Musas Mutter, kann nur so ein wunderschöner Sohn rauskommen. Musa dasselbe. Musa reist mit dem Beni Israel von Ägypten raus. Sie kommen ans Meer und dann sehen sie die Armee von Pharaon kommen. Vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Armee von Pharaon. فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. Als sie die Armee von Pharaon gesehen haben, haben sie gesagt, die Leute, die um Musa waren, okay, das war's. Jetzt sind wir dran, sie werden uns einholen. Was sagt Musa? Kella, nein, niemals. Er sagt, niemals wird das passieren. Warum? Weil Allah hat nicht nur Musa, sondern auch Beni Israel das Versprechen gegeben, ihm zu helfen. Und er sagt, Kella, inna ma'i rabbi sayahdin, denn mein Rabb ist mit mir und er wird mich recht leiten. Da waren wieder Menschen gewesen, sie haben Allah einen Mangel zugeschrieben. Sie haben Allahs Suizan gemacht. Schlecht erwartet von Allah, haben gesagt, Allah kann sein Wort nicht mehr erfüllen. Vor uns das Meer, hinter uns die Armee. Das war's für uns. Aber nein, was ist passiert? Musa nimmt seinen Stock, schlägt auf das Meer. Etwas, was unmöglich ist. Man hätte mehr erwarten können, dass vielleicht Pharaon da umkippt, dass er zurückdreht, weil irgendwas in seinem Land passiert. Aber das Unmöglichste, wo man denkt, das ist unmöglich, passiert. Aber nein, wenn Allah ein Versprechen gibt, dann gibt es kein Hindernis. Das Meer spaltet sich in zwei, was eigentlich naturell unmöglich ist. Das Meer spaltet sich in zwei, die Muslime überqueren es, als Pharaon seine Armee es auch überqueren will, geht das Wasser auf sie und Allah vernichtet sie und sie sterben. Das ist, wenn ihr es kein Zusagen über Allah habt. Allah wird sein Versprechen einhalten. Auch Dinge, wo ihr es nicht ansatzweise denkt. Denn für Allah ist nichts unmöglich. Wenn du Allah als deinen Freund hast, dann ist nichts unmöglich. Nichts. Der zweite Punkt ist, wir haben gesagt, an Allah, Ibn Qayyim zählt auf in seinem Zadul Ma'ad, er sagt, das erste ist, wenn man Allah nicht Yaqin an seine Versprechen glaubt, das bedeutet, Suizan über Allah zu haben und ihm Mangel zu schreiben. Er sagt, als zweites ist, jemand, der mit Ihsan und Ikhlas, Ibadat zu Allah macht und trotzdem glaubt, bestraft zu werden. Dieser hat Allah einen Mangel zugeschrieben. Er betet mit Ikhlas und Ihsan Allah subhanahu wa ta'ala, aber er denkt trotzdem, Allah wird ihn bestrafen. Dieser hat Suizan gegenüber Allah gemacht. Er hat schlecht von Allah erwartet. Und jemand, der trotz einer Khalis, einer guten, einer richtigen, aufrichtigen Tauba glaubt, dass Allah ihn nicht reinigt, der hat wieder Suizan gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Guck mal, jeder von uns macht Fehler. Familie, im Tijarat, wir alle sind Menschen, die machen Fehler. Unsere Fitra weiß, dass Allah Al-Quddus ist. Deswegen fühlen wir uns hier so unwohl, wenn wir einen Fehler machen. Weil unser Nefis weiß, Allah, unsere Fitra weiß, Allah ist von allen Mängeln befreit. Allah ist der absolut Reine, der Perfekte, der Heilige. Und wenn du da kommst, eine Sünde machst, dann weiß dein Fitra, dass dies Allah nicht gebührt, was du gerade gemacht hast. Einen absolut Reinen gebührt sowas nicht. Und deswegen geht die Fitra so stark in sich zurück und man bereut das ganz stark. Jetzt kommt aber Shaitan und macht diese Westwässer. Dir wird nicht vergeben und dies und das. Guck mal, egal wie viele Sünden ihr habt. Wir haben es in den Asma ul Husna von Ar-Rahman auch erklärt. Egal wie viele Sünden ihr habt. Du glaubst, egal wie viele Sünden du hast, dass Allah dich für deine Sünden bestraft, aber glaubst nicht, dass seine Barmherzigkeit größer ist und er dir vergibt. Das ist Allah im Mangel zu schreiben, weil seine Barmherzigkeit ist gewaltig. Seine Barmherzigkeit ist groß. Wenn ihr heute alle Sünden macht, die bis zum Himmel steigen, wird Allah eure Sünden vergeben. Der Prophet sagt, das ist ein Hadith Qudsi, Allah sagt, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru az-zunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. O meine Diener, alle Menschen, alle 7 Milliarden Menschen begehen Sünden, Tag und Nacht. Und ich vergebe ihre Sünden, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen bittet mich um Vergebung, damit ich euch vergebe. Eure ganzen Sünden, die gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala macht, sind von Allah nicht mehr ein von seiner Barmherzigkeit, ein kleiner Teil von seiner Barmherzigkeit. Deswegen jemand, der mit Ikhlas und Ihsan Ibadat zu Allah macht und eine aufrichtige Tauba macht und glaubt, dass Allah ihn trotzdem bestraft, der hat Suizan gegenüber Allah gemacht. Weil er hat Allah sein Ar-Rahman nicht verstanden. Weil Allah ist gnädig. Allah sagt, ich bin so und so. Du sagst, nein, er wird mich trotzdem bestrafen. Das ist Suizan gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala zu machen. In einem anderen Hadith sagt der Prophet, auch Hadith al-Qudsi, Ja ibn Adam,
im Jenseits wird Allah zu den Menschen sagen, ja Ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabi al-ardi khataya, thumma laqitani la tushrik bi shay'an, la ataytaka bi qurabiha maghfira. O du Sohn Adams, wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, wenn du zu mir mit einem Berg voller Erde an Sünden gekommen wärst, aber hättest mir nur keinen Schirk begangen, über mir keinen Schirk begangen, so wäre ich dir mit einem Berg voller Vergebung entgegengekommen. Aber Schirk wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergeben. Deswegen, jemand, der mit Ikhlas Ibadat zu Allah macht, mit Ihsan, der sollte höchstens sagen über Allah machen, dass Allah ihn vergibt und Allah sich ihn erbarmt. Der dritte Punkt ist, wenn jemand etwas für Allah verlässt und er nicht daran glaubt, dass Allah ihm dafür was Besseres gibt, dieser hat Zusagen gegenüber Allah gemacht. Dieser hat Allah einen Mangel zugeschrieben. Guck mal, jemand, der glaubt zum Beispiel, wenn ich jetzt das verlasse, dann bin ich am Ende. Wenn ich das nicht mehr verkaufe, dann das geht gar nicht. Oder wenn ich jetzt das mache, naja, dann habe ich, das geht gar nicht, sage ich. Unmöglich. Was soll da mit mir passieren? Das geht nicht. Das stimmt nicht. Jemand, der für Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache verlässt, dem wird Allah ohne jeglichen Zweifel fahuwa yukhlifuhu. Allah wird die Sache ersetzen, Allah wird ihm was Besseres geben. Guck mal, jemand, der kommt her, zum Beispiel verteidigt mich. Er verteidigt mich irgendwo und danach kommt er vielleicht sogar in den Knast, weil er mich verteidigt hat. Dann kommt er zu mir und sagt, weil ich dich verteidigt habe, bin ich in den Knast gekommen, ich habe meinen Job verloren. Und ich sage zu ihm, na und geh, jetzt guck, wo du bleibst. Wenn jemand das sehen würde, würde man dann sagen, du bist kein Mann. Selbst bei einem Menschen, der so handelt, würde man sagen, was bist du für ein Mensch? Das ist ein Mangel sogar bei einem Menschen. Das ist eine Schwäche bei einem Menschen sogar, der so machen würde. Wenn jemand verlässt für dich alles oder opfert sich für dich und du bist danach so, hilfst ihm nicht, beachtest ihn nicht, was ist das? Bei einem Menschen ist das sogar ein Mängel. Wie ist das wohl bei Allah? Wenn es bei einem Menschen ein Mängel ist, dann ist das bei Allah umso größer, der absolut rein ist und frei von allen Mängeln, die ihm überhaupt nur im Kopf kommen, ist. Dann ist das bei Allah subhanahu wa ta'ala noch gewaltiger. Guck mal, jemand, heute wird gesagt, wir haben ja einen Bruder gehabt, dein Vater, der hat damals zum Beispiel einen Laden gehabt, der hat Alkohol und auch Schwein verkauft, es war so ein Restaurant gewesen. Dieser hat aber nicht mehr Schwein und Alkohol verkauft. Und er kommt nicht aus einer großen Stadt. Wenn es eine Stadt wäre, da gibt es immer wieder Muslime, die auch immer noch trotzdem Halal kaufen. Also in einem Dorf, wo wirklich ganz viele Deutsche sind, Kuffar und die das halt möchten. Und er sagte damals auch zu mir, hat er gesagt, der Bruder, wenn ich das nicht verkaufe, dann macht das keinen Sinn für mich. Dann kommen keine Kunden mehr. Alkohol ist ja das A und O. Und das muss alles sein. Wallahi, der hat das geändert. Der hat das Haram alles aufgehoben. Und Allah hat ihn hat das noch mehr gesegnet. Und seine Einnahmen in seinem Laden waren noch größer. Ein anderer Bruder, der kam hierher, hat gesagt, ich arbeite im Logistikzentrum und ich musste halt Sachen, die haram sind, rumschleppen. Er hat gekündigt und Allah hat ihn heute selbstständig werden lassen. Er führt heute einen Lebensmittelladen. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn ihr für Allah etwas verlässt, was denkt ihr denn von Allah? Du verlässt etwas für Allah und Allah lässt sich einfach so im Stich alleine? Glaubt ihr an so einen Gott? Glaubt ihr an so einen Allah? Mein Allah, mein Gott ist nicht so ein Gott. Unser Rabb ist nicht so ein Gott. Unser Rabb ist so ein Allah, wenn ihr für ihn eine Sache verlässt, er wird euch nicht im Stich lassen. Er wird euch nicht alleine lassen. Heutzutage gibt es Leute, die sagen, wenn ich den Hijab anziehe, dann bekomme ich mit meiner Familie Probleme oder an der Arbeit oder in der Schule. Ja, fürchte Allah. Fürchtest du nicht mal Allah ein bisschen? Glaubst du, wenn du das machst, Allah dich einfach so sein lässt und dir nicht helfen will? Was denkst du von Allah? Ja, du denkst schlecht von Allah. Du machst Zusagen gegenüber Allah. Und dann sagst du, warum hilft mir Allah nicht? Warum gibt mir Allah kein Segen? Guck mal, ihr müsst alle euren Herren kennen. Es gibt zum Beispiel eine Frau, die hat Hijra gemacht für Allah subhanahu wa ta'ala. Hier bei uns. Sie hat Hijra gemacht. Allah hat ihr ihre Türen geöffnet. Allah hat ihr verheiraten werden. Also sie hat geheiratet. Allah hat ihr Rizq erweitert. Allah hat sie im Islam gefestigt. Allah hat sie noch mehr an sich geklammert. Und du siehst sie heute sogar mit einem kompletten, also wie so Charshaf, Khimar rumlaufen. Das ist, wenn ihr für Allah eine Sache verlässt. Aber nicht mit Hintergedanken, wenn ich jetzt verlasse, ja, ich muss mir irgendwie so eine Tür noch, so ein Ass im Ärmel halten. Nein, Allah will das, Wallah, ich werde es machen. Und dabei nicht nach hinten gucken, nicht denken. Genau dann ist Allah derjenige, der deine Sachen klärt. Mach du diese Sache, Allah wird den Rest klären. Guck nicht nach hinten, was du danach verlierst, was wird passieren. Mach du diese Sache erstmal, Wallahi, Allah ist mit dir und Allah ist Al-Quddus,
er wird dir dein Mal und alles andere segnen. Deswegen ist jemand, der glaubt, eine Sache für Allah zu verlassen und dass Allah ihn dabei seinen Rizq verengt oder ihn im Weg stecken lässt oder ihn alleine lässt, dieser hat Suizan gegenüber Allah gemacht. Ibn Qayyim zählt da mehrere Sachen auf, dass Allah ohne einen Grund einfach einen Menschen bestrafen würde, ist Suizan gegenüber Allah machen. Dass Allah jemand eine Last gibt, die er nicht tragen kann, ist Suizan gegenüber Allah machen. Denn alle Prüfungen, die du hast, sind tragbar für dich. Dass Allah seine Gesetze in der heutigen Zeit nicht gelten, ist Suizan und ist Allah Mängel zuschreiben. Nachdem Ibn Qayyim das aufzählt, da gibt es noch mehrere Punkte, dann sagt er, wenn wir generell auf die Menschen schauen, dann stellen wir fest, dass die meisten der Menschen Suizan gegenüber Allah machen und Allah Mängel zuschreiben. Auch wenn sie es nicht mit Worten öffentlich machen, im Verborgenen aber schreiben sie Allah Mängel zu und sagen indirekt eigentlich tief im Verborgenen, Allah hat mir Unrecht angetan. Allah hätte mir doch was Besseres geben müssen eigentlich. Sei es in Familie, bei der Arbeit, beim Besitz, beim Auto, beim Haus, in der Dawa sogar. Ich bin doch was Besseres. Allah hat mir doch eine bessere Arbeit oder Posten gegeben. Egal in welcher Sache. Diese Leute haben Allah einen Mangel zugeschrieben und sie haben schlechte Erwartungen und schlechte Gedanken gegenüber Allah. Dann sagt Ibn Qayyim eine Nasiha, jetzt geh in dich hinein und gucke all diese Punkte, wo du Suizan gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala hast. Mache Tauba und Istighfar. Aber wenn du jemanden über Suizan oder beschuldigen willst, so ist dein Nefis. Beschuldige dein Nefis, aber nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Ich möchte jetzt zu einem anderen Thema kommen. Und zwar, wir haben ja gesagt, Allah, sein Name Al-Quddus, ist derjenige, der reinigt auch und segnet diese Sachen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt mir in dem Koran, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Allah will nur jegliches Übel von euch verschwinden lassen, ihr Leute des Hauses, die Ahl Bayt des Gesandten, und euch stets in vollkommener Weise reinhalten. Allah will die Ahl Bayt reinigen von allem Dreck und Rijz und Sachen und möchte sie dauerhaft reinhalten. Allah will manche Leute reinhalten und er will sie reinigen, er will sie segnen. Aber dann gibt es Leute, wo Allah sagt, Lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Und dann gibt es aber Leute, das sind die, deren Herzen Allah nicht reinigen wollte. Allah will sie nicht reinigen. Allah will sie nicht reinigen. Und wir gehören zu einer dieser beiden Gruppen. Entweder gehören wir zu der Gruppe, die Allah reinigen möchte, oder wir gehören zu der Gruppe, die Allah nicht reinigen möchte. Wenn wir zum Beispiel heute Dua machen und sagen, oh Allah, wir bitten dich darum, unsere Aqidah zu reinigen, unsere Herzen zu reinigen, unsere Amal, unsere Taten zu reinigen, dann ist das ein Dua, was wir machen. Und das sollten wir auf jeden Fall auch machen mit dem Namen Al-Quddus, Tawassul machen zu Allah subhanahu wa ta'ala und ihn mit diesem Namen bitten, dass er uns unsere Aqidah, unsere Amal, unsere Taten alle reinige. Das ist aber das Dua mit dem Wort. Aber reicht das aus? Reicht das aus, wenn jemand zum Beispiel in seinen Arm hier voller Goldringe hat und sieht ein Leid in Jemen und sagt, oh Allah, helfe den armen Menschen in Jemen. Das haut nicht hin, weil das Wort und die Taten hauen nicht hin. Du hast hier Gold, verkauf dein Gold und spende das Geld. Dann wird Allah den Leuten da helfen. Das haut nicht überein. Und deswegen muss immer dein Wort zu den Taten hinhauen. Wenn du sagst, oh Allah, vermehre meinen Rizq und schläfst aber morgens bis um 1 Uhr mittags, dann war das nichts. Dann hast du das nicht verstanden. Das ist kein Dua, das ist was anderes. Das ist Betrug, das ist so Täuschen. Das ist kein Dua, das ist hinterhältig. So. Also wenn wir Dua machen, dann müssen auch Taten folgen. So, was oder wann will Allah uns reinigen? Guck mal, Ikhwan und Schwestern. Allah wird uns erst reinigen, wenn wir anfangen, unsere Taten selbst zu reinigen. Wenn wir anfangen, auf unsere Taten Acht zu geben, auf unsere Reden Acht zu geben, auf unsere Gedanken Acht zu geben, auf unsere Aqidah versuchen Acht zu geben, auf all die Sachen Acht geben, dann wird Allah uns ebenfalls reinigen. Guck mal, ein Sahaba kommt zum Gesandten Allahs und sagt, O Gesandter Allahs, Ja Rasulallah, Ara'ayta rajulan ghaza yaltamisul ajra wa zikra ma lahu. O Gesandter Allahs, was ist denn mit einem Mann, der zum Beispiel rausgeht für Allah, seine Absicht ist für Allah seine Sache. Er geht raus, Dschihad machen zum Beispiel. Aber seine Absicht ist für Allah, aber nebenbei will er auch die Anerkennung der Menschen haben, dass sie sagen, oh, zum Beispiel, guck mal, der ist ein Guter, ein Geehrter, er geht raus. Aber seine reine Absicht ist erstmal für Allah. Er geht für Allah, aber nebenbei ist so ein bisschen, dass die Leute das sehen und ihn loben und ihn ein bisschen wertschätzen. Der Gesandte Allah sagt, La shay'a lahu, la shay'a lahu,
la shay'a lahu. Und er wiederholt das 3-mal. Nichts wird ihm gegeben, nichts wird ihm gegeben, nichts wird er erhalten, nichts wird er erhalten. Inna Allah la yuqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu. Allah akzeptiert keine Tat, die nicht nur einzig und allein für ihn verrichtet wurde. Niemals wird Allah diese Tat annehmen. Guck mal, ihr könnt manchmal eine Amal machen, die ist für Allah, aber vielleicht ist im Verborgenen noch etwas anderes mit gemischt. Diese wird eure Taten zunichte machen. Es gibt nämlich einen anderen Hadith des Gesandten Allahs. Und guck mal, wenn ihr zum Beispiel heute aus dem Haus geht, dann achtet ihr, dass eure Klamotten sauber sind, dass ihr schöne Klamotten anhabt, dass ihr gepflegt seid, dass der Bart schön sitzt, dass die Farben alle passen. Warum macht man das? Wenn ihr rausgeht, damit, ich sag mal, Menschen, die genauso sind wie ihr, zu euch sagen, oh, wie sauber, wie schön du bist. Nichts, kein anderer Grund gibt es. Damit andere Menschen euch das sehen und euch loben. Das ist der Grund, warum man sich darauf Acht gibt. Warum gibt man keinen Acht auf seine Iman? Morgen sind deine Taten im Jenseits. Deine Taten sind morgen dein Kleid. Morgen im Jenseits hast du keine Kleidung. Deine Kleid sind deine Taten, dein Amal. Wie kannst du deine Kleider beschmutzen mit anderen Sachen? Mit Augendienerei, mit Riya, mit anderen Absichten? Wie kann man seine Taten so beschmutzen? Morgen ist das Wichtigste, dass diese Sachen deine Taten werden. Oh du Mensch, was denkst du? Allah wird es nicht akzeptieren. Allah wird im Jenseits sagen, Ana aghna shuraka yani shirk. Ich bin unabhängig von dem, was ihr gegenüber mir Schirk begangen habt. Man amala amilan ashraka fihi ma'a ghairi taraktahu wa shirkahu. Jemand, der eine Tat verrichtet und dabei jemand anderen auch noch mit in diese Tat hineinzieht, die Zufriedenheit von jemand anders auch noch dafür will, so habe ich ihn verlassen und die Tat verlassen. Und ein anderer Hadith wird Allah sagen, geh und hol deine Belohnung von dem, wofür du die Tat gemacht hast. Für wen hast du die Tat gemacht? Geh und jetzt hol dir die Belohnung von ihm. Von mir gibt es keine Belohnung. Allah wird keine Tat annehmen, die nicht nur für ihn ist. Nur die Khalisan, rein, absolut und ohne Mitmischung von anderen Zufriedenheiten, nur für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht ist. Dann wird Allah eure Taten annehmen. Deswegen, und wenn wir auf unsere Taten Acht geben, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß. Und wir bitten Allah darum, dass er danach unsere Taten ebenfalls reinigt. Guck mal, wir wissen heute auch, die meisten Leute sagen, ja, subhanallah, mein Gebet, ich schmecke meine Gebete nicht. Ja, der Islam, ich lebe das alles nicht. Warum passiert das alles? Warum passiert das zum Beispiel? Ich schmecke das Gebet nicht. Hasch hat Allah seine Versprechen, hält er nicht mehr ein. Allah, die folgen Menschen, die haben das gehabt. Warum haben wir das jetzt auf einmal nicht? Hält Allah Hasha wa Kalla seine Versprechen nicht? Nein, so ist das nicht. So ist das nicht. Weil wir unsere Taten nicht khalis, rein für Allah subhanahu wa ta'ala machen, kann unsere Taten nicht das Nur unserer Augen und das Frühling unserer Herzen werden. Deswegen schmecken wir das nicht. Deswegen haben wir kein Nur mehr im Augen. Deswegen haben wir keine Ruhe in unserem Herzen. Guck mal, es gibt Muslime, die machen Dawa, egal was, aber sie behaupten, dieselben Stress und Probleme zu haben wie die Kuffar. Ihr wisst, Allah sagt, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Derjenige, der sich von meiner Warnung abwendet, dem werde ich ein Leben in Bedrängnis geben. Damit, ein Leben in Bedrängnis ist gemeint, also das Dunya-Leben oder im Herzen. Das Dunya-Leben ist es nicht, weil die Kuffar, die leben ihr Leben, also ist es im Herzen. Dass diese im Herzen bedrängt sind. Er hat keine Zufriedenheit. Er ist nicht ruhig. Er ist nicht glücklich. Er ist unzufrieden. Er ist unzufrieden mit seiner Frau, er ist unzufrieden mit seinen Kindern, er ist unzufrieden von der Dunya, er ist unzufrieden mit seiner Amal, die er für das Akhirat macht, er ist unzufrieden für den Gewinn der Dunya, er ist einfach unzufrieden, er ist unglücklich, er hat keinen Frieden, in seinem Herzen ist die ganze Zeit eine Unruhe. Das haben die Kuffar, Allah bestraft so die Kuffar. Was ist aber, wenn die Muslime das haben? Wenn ein Muslim das hat, wie kann ein Muslim das haben? Was ist dann die Sache? Dann ist das Problem, genau wie Allah subhanahu wa ta'ala die Tat eines Muschriks nicht annimmt, nimmt er die Tat nicht an von einem Muslim, der Riya in seiner Tat mit beinhaltet. Deswegen entstehen dieselben Phänomene und er kann in dieselben Loch, dieselben Depression fallen wie der Muschrik. Weil genau wie Allah die Taten des Muschriks nicht akzeptiert, akzeptiert Allah subhanahu wa ta'ala die Taten nicht, die mit Riya gemacht werden. Guck mal, und diese Reinhalten, diese Reinigen der Taten ist eine so wichtige Sache, dass die Menschheitsgeschichte damit anfängt. Ihr wisst, die Kinder Adams, Habil und Kabil, das beginnt sogar mit der Reinheit der Taten. Allah sagt im Koran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. Berichte und verlies ihnen die Geschichte
von den zwei Söhnen Adams mit Wahrheit. Was ist passiert von den zwei Söhnen Adams? إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Sie beide haben ein Opfer hergebracht. Sie haben ein Tier geopfert. Von dem einen wurde es angenommen und von dem anderen wurde es nicht angenommen. Und von dem, den es nicht angenommen wurde, ist wütend geworden. Der ist sauer geworden. Hat gesagt, قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Ich werde dich töten, hat er gesagt. Ich werde dich töten, weil er wurde wütend, weil seins wurde nicht angenommen. Was sagt der andere? قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Allah nimmt nur von den Gottesfürchtigen die Aufopferung an. Allah nimmt nur von denjenigen an, die gottesfürchtig sind, die Allah fürchten, die eine Sache für Allah machen, die nicht ihre Taten mit Riya und Schirk damit vermischen. Guck mal, es gab in der Ashab Suffa, zur Zeit des Gesandten Allahs gab es die Ashab Suffa, das waren Studenten oder Leute gewesen, die waren sehr arm, die hatten nichts, sie haben in der Moschee geschlafen und das waren die Studenten. Der Gesandte Allahs hat denen die Islam beigebracht und wollte sie als Da'i einsetzen. Und sie hatten nichts zu essen. Der Gesandte Allahs sagt zu den Sahabas, bringt Essen in die Moschee, hängt es auf, damit sie auch von diesem Rizq nehmen können. Und dann kamen Leute, haben Datteläste abgemacht, so lange Äste, kennst du ja, haben es in die Moschee gehangen und diesen haben es genommen. Da gab es Leute, die wollten die Besserwisser sein, so Schlaumeier. Die versuchen immer so, sich als gut oder als schlau darzustellen. Wobei das sind die primitivsten Menschen eigentlich. Jüdische Gedanken sind das. Das haben sogar auch heute Muslime hier in der heutigen Zeit. Sie versuchen einen jüdischen Tijaret-Gedanken über Allah zu fegen. Sie sind gekommen und haben von ihren Datteln die schlimmsten, also die verfaulten so, abgemacht und haben es in der Moschee hingegangen und haben damit gesagt, guck mal, wir spenden unsere Datteln in der Moschee. Aber was glaubst du, was du bist? Was glaubst du denn, was du bist? Oder was denkst du von Allah subhanahu wa ta'ala? Denkst du, Allah versteht diese Angelegenheiten nicht? Denkst du, Allah versteht nicht, was du da gerade machst, was du in deinem Herzen hast? Denkst du, Allah braucht deine Datteln, deine kaputten Sachen da? Es geht doch nicht um diese Datteln. Allah ist Al-Ghani, er ist unabhängig von all dem. Was glauben denn die Menschen? Allah subhanahu wa ta'ala sendet folgende Verse herab. Ja ayyuhallazina amanu, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. O die ihr glaubt, spendet von dem Guten, was ihr erworben habt. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِدُوا فِيهِ. Und sucht nicht das Schlechte aus, um davon zu spenden, wo ihr es nicht nehmen würdet, ohne eure Augen zuzumachen. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Und wisset, Allah ist reich und gepriesen ist Allah. Yani, heutzutage gibt es diese Menschen aber auch. Sie kommen und spenden ihre Zeit, die am wertlosesten ist, die gerade überhaupt keiner braucht, so kaputt ist, fix und fertig ist, will er dem Islam geben. Dass die Sachen will er dem Islam spenden, wenn es um Dawa geht, ja Bruder, da müssen wir doch nicht so teure Sachen kaufen, da können wir auch das Billige kaufen. Aber wenn du zu ihm nach Hause gehst, hat er Möbel in Höhe von 2.000, 3.000 Euro, hat er Tische von 1.000 oder 500 Euro, hat er einen Fernseher für 1.000 Euro, hat er eine Anlage von was weiß ich was und wechselt alle 4, 5 Jahre seine ganzen Möbel. Aber wenn es um Allah seine Sachen geht, dann kommt er und spendet das Kaputte. Wo selbst die Reparatur sagen würde, geh und werf das lieber weg oder verkauft das an Export oder was weiß ich was, weil es hat keinen Nutzen. Kommen Sie und wollen den Islam, den Muslimen spenden, der Umma spenden. Während die Muslime keine Betten haben, während die Waisen und ganz viele, die ganze Umma weltweit leidet, kommst du und gönnst dir 1.000 ein Luxussachen. Ja, oh, subhanallah, bist du der Diener von diesen Sachen? Bist du der Diener von deinen Möbeln? Bist du der Diener vom Auto, dass du ein Auto für 30.000 hier kaufst? Bist du ein Diener von diesen Sachen, ja? Subhanallah, das mal beiseite. Sie haben es gemacht. Aber das Problem ist dann, wenn es um Islam geht, dann halten sie ihre Hände zurück. Aber nein, aber wenig geben, das Kaputte geben und hier nicht das. Wallahi, was glaubt ihr? Zu denken, Allah versteht diese Angelegenheiten nicht. Zu glauben, Allah versteht das nicht. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah braucht doch nicht deine kaputten Sachen. Allah braucht nicht mal deine Sachen, die du spendest. Es geht doch um dich. Um dein Jenseits geht es, um deine Taten. Und nicht, dass du Allah dabei was tust. Du tust alles nur einzig und allein für dich. Guck mal. Ich möchte, inshallah, zum Ende kommen und ich denke, das war eigentlich verständlich alles. Deswegen, ich möchte kurz zum Ende kommen. Und zwar, guck mal, die Frage ist ja jetzt, manche Leute kommen und sagen,
wie können wir unsere Herzen vermehren oder dieses Al-Quddus, Allah sein Name Al-Quddus, in unserem Herzen verinnerlichen und vermehren. Guck mal, Allah hat Kauni-Verse und Shari'i. Shari'i sind sein Ahkam, sein Buch, und die Kauni sind die Natur und die Schöpfung, die Zeichen. Und Allah kritisiert die Mushrikun immer wieder, die Ungläubigen, aufgrund von zwei Sachen, weil sie die Shari'i, den Koran, nicht über den Koran nachdenken und nicht über die Schöpfung nachdenken. Allah sagt nicht im edlen Koran, Allah ist frei von allen Mängeln. Das sagt Allah nicht. Aber Allah sagt, wollen Sie denn nicht in die Himmel schauen? Das kritisiert Allah. Wollen Sie nicht in die Himmel und die Erde schauen? Wollen Sie nicht auf die Berge schauen? Wollen Sie nicht auf die Meere schauen, wie die Schiffe drauf bleiben? Wissen Sie nicht die Schöpfung, dass Allah über jegliches Wissen, über alle Schöpfung hat? Sehen Sie nicht die Gestalten, die unterschiedlichen Gestalten? Seht ihr nicht die Ausgewogenheit, das Gleichgewicht? Allah weist immer wieder auf diese Schöpfungen. Guck mal, ihr versteht erst, dass Allah Al-Quddus ist, dass er rein und frei von jeglichen Mängeln ist, wenn ihr über seine Schöpfung nachdenkt. Allah hat uns das so erleichtert, dass heutzutage gibt es Dokus. Damals mussten die Leute in den Himmel gucken und selbst nachdenken oder auf die Landschaft gucken. Heutzutage, Wallah, es gibt so gute Dokus über die Weltraum, über die Natur, über Bienen, über alles. Das sind alles die Schöpfung Allahs. Wenn ihr diese Sachen anschaut, indem ihr diese Schöpfungssachen anschaut, die Allah erschaffen hat, so werdet ihr Al-Quddus und Allah, dass Allah frei von jeglichen Mängeln ist, in eurem Herzen verinnerlichen. Denn das ist manchmal besser wie manche Ibadat. Tafakkur, Nachdenken ist eine Sache, die ausgestorben ist. Die Leute sagen oft, ich höre mir lieber das oder lese was. Mach doch Tafakkur, denk mal ein bisschen nach. Lass mal alles beiseite. Manchmal ist Tafakkur tausendmal besser, wie Bücher lesen oder eine Ibadat zu machen. Deswegen, wenn ihr wirklich das verinnerlichen wollt, dass Allah Al-Quddus ist, frei von jeglichen Mängeln, frei von jeglicher Schwäche, frei von allen, dann schaut einfach nur auf die Schöpfung und wie gigantisch und wie gewaltig diese ganzen Sachen sind. Dies wird euer Iman dazu vermehren. Ich möchte abschließend ein Dua euch aufsagen und dann beenden wir den Unterricht, inshallah. Und zwar, O Allah, unser Herr, der Al-Quddus ist, du bist von allen Mängeln frei und du bist der absolut Reine und Heilige. Du bist der Herr, du bist der Rabb der Engel und der Rabb aller Seelen. Ich bezeuge, dass du dir keine Kinder genommen hast und dass du dir keinen Teilhaber genommen hast und dass du dir keinen Helfer genommen hast. Du bist hoch erhaben und mächtig. Du bist fern von dem, was die Mushrikun von dir denken, was die Mushrikun dir beigesellen und was die Mushrikun dir an Mängeln zuschreiben. Du bist fern von all diesen Dingen. O Al-Quddus, wir suchen Zuflucht bei dir vor dem öffentlichen und verborgenen dir Zuschreiben von Mängeln. Mein Herr, reinige und säubere meine Aqida, unsere gemeinsame Aqida, unsere Herzen, reinige unsere Worte, reinige unsere Taten und segne uns materiell und geistig. Fülle unsere Herzen mit der Liebe zu dir. Wir sind schwach, wir haben Mängel, wir sind es, die Hilflosen. Wir schaffen es alleine nicht. Wir sind es, die auf dich angewiesen sind. So lasse uns nicht alleine mit uns selbst und verlasse uns nicht, inshallah. آمين. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.